Wir sind ganz überwältigt von dem Besuch heute. Also mit denen wir wirklich nicht kriegen. Wir sind froh, dass so viele Kinder sind, aus Norden und aus Fern. Ich möchte besonders unsere Ehrengäste begrüßen. Das war Bürgermeister Albert Falkinger. Weiters begrüße ich noch den Kasselleiter Anton Rothvöck. Ich möchte mich gleich für die Unterstützung von der Reicher bedanken. Am Sonnengruß natürlich an unsere orischen Gäste. Das war einmal der Trockenverein aus Brünn am Chiemsee. Dann haben wir die Geschwister Demer, sie kommen aus Weißbach, im Berchtesgadenerland. Und natürlich unser Sprecher, die wichtigste Person heute, der Sigi Götze aus Marquardstorf. Dann sage ich alle bis ganz hinterher herzlich grüß Gott. Ich bin gern wieder gekommen und das Innviertel, wer mich kennt, der weiß, ist sowas wie meine zweite Heimat, weil ich ja schon weiß, dass da die 4-haxerten Hosen mehr haben, als wir die 2-haxerten, dass die Knädel kleiner haben, aber dafür ist ein Haché drin und ein Kramin drin und ist ein Speck drin. Und ich weiß, was das für ein wunderschönes Land ist, wo man zu Eden, Eiche, Teneuer sagt und wo der Bach einmal Gurten oder Hand ist, meist jedenfalls da wo ich mich daheim fühle, muss ich schon sagen. Und da, wo irgendeine Schwandhaler geboren haben und wie wir jetzt die Landesausstellung drin haben in Regensburg, vielleicht schaut es einmal um, da steht die Bavaria und diese Bavaria, der Riesenkopf ist dort in der Abbildung ausgestellt, hat ja kein geringerer gemacht als der Ludwig Schwandhaler und was war der von der Abstammung her, der Innviertler, keine Frage. Also wir haben ja zusammengehört und wir kehren zusammen, das ist gespannt und es ist gerade schade und deswegen mache ich die ganzen Sachen, ob das jetzt gleich zu reden. Für ihn und für mich ist der Name Franz Stelzhammer ein Begriff für Inhalt. Geht es einmal um über die Salzsache, über ihn. Der Ort von den Namen leider hat das fast keiner mehr was. Das ist tragisch und traurig, weil wir zusammenkehren und weil wir sich die Leute kennen sollten. Oder der Glechner, der Gottfried Glechner, in der Heimatdichter, auch das ist einer, den wir längst kennen sollten. Aber wir haben eine gemeinsame Klammer und mit der möchten wir heute anfangen. Wenn man sagt Brern, dort in Brern, Brünn am Chiemsee, wer Brern nicht versteht. Brern, da ist der Ludwig Thoma daheim gewesen. Seine Mutter hat dort eine Wirtschaft gehabt und kein geringerer als wie der Ludwig Thoma hat Weihnachten 1919 das steirische Raschbewerk von Konrad Mautner am Kim Bauli gegeben und hat gesagt, Bauli, bei mir steht es gerade umeinander, bei dir wird es lebendig. Das heißt, von herentester Grenze ist ausgegangen die Sammlung von Mautner, eine schöne Lieder, Jodler und Weisen. Und der Thoma hat es im Bücherschrank gehabt und hat ausgelesen, dass der Kim Bauli, der es dann wieder herumgeschickt hat, das was er alles da drinnen aufgenommen hat, dass der dieses wunderbare Werk an Jodler, Lieder und Weisen nachher lebendig hat werden lassen und dass das Volkslied auch wieder zusammengelungen hat. Und seitdem geht es hin und her. Und so soll es sein. Und ein bisschen was von dem hin und herum wollen wir heute sehen, bayerisch, innviertlerisch. Auf das habe ich mich gefreut, sakrisch gefreut. Sie waren drin und jetzt haben die Blattler herrennt und mir ist der überreicht worden am Tisch mit der Bemerkung, tut er nicht weh dran, okay? Mein Lieber, ich kenne inzwischen einen Innviertler Humor und ich weiß schon, was ich zum Halten oder und das ist natürlich schön, wenn du das landestypische Gerät mit direkt vor deiner hast, gell? Also ich möchte nicht gern drüber, aber bitte, packen wir's.
Also, mit einer schönen Bläserweise haben wir angefangen. Wir tun jetzt weiter mit der Geigenmusik, Waschermadel-Polka, eine wunderschöne Polka, die uns da aufgespielt wird. Und dann freuen wir uns auf einen Trachtentanz, die aktiven Buben und Dirndl turnen. Der Chiemseer heißt der, wir können da anders heißen, von den Chiemgauer, die Brenner, kennen Sie ja ohne. Ein Tanz, der in Bern entstanden und ausgearbeitet worden ist. Und den sagen sie nachher, die aktiven Buben und Dirndl. Und dann die Geschwister Demer Brenten, ein weitaus sehr bekannt schon, der Moritz, einer von den guten Begleitern auch schon. Und er spielt mit seinen Geschwistern. Weißbach an der Alpenstraße ist eine Heimat, da wo man reinfährt Richtung Reicherhalbergs gehen. Und dann freuen wir uns auf die Kramerer Sänger und aus über die. Und eins muss ich nur sagen, Quapp wie die Buben habt ihr schon da, mein Lieber. Ich bin ein wenig anders reingefahren wie sonst, weil normale Wegerdinge reinfahren. Jetzt tritt halt einen Buben gefragt, habe ich gesagt, du, wir kommen jetzt da um Richtung sagt was Altdorf und Altheim, so heißt es genau. Und wie geht es denn nachher weiter? Ich möchte zu einer Veranstaltung. Da habe ich gesagt, das sage ich dir nicht. Da sage ich, das musst du mir schon sagen. Dann hat er mir so angeschaut und sagt, er, nein, du hast ja verrückt gefahren, das sage ich dir nicht. Dann habe ich gesagt, wenn man denkt, das ist das letzte Mittel, habe ich gesagt, habe ich gesagt, ich muss zu einer Veranstaltung, ein paar Regiekünstlerische Veranstaltung, wenn du mir das nicht sagst, habe ich gesagt, dann kommst du nicht an den Himmel. Hat er gesagt, dann tu nicht zu deiner Veranstaltung.
Sprung über Trossen, ein Junge zart drauf, und der Gruppe aufs Fenster schießt ihm der Mord auf. Olje, hollarit, oljo, hollarit, oljo, hollarit, oljo, hollarit. Aber die Jündal seid steil, ja, beim Wander, die Fein, los den anderen den Klon, weil das hast du hier lang. Olje, hollarit, oljo, hollarit, oljo, hollarit, oljo, hollarit. So, nachher darf ich wieder ein bisschen was verzeihen, wenn Sie gerade gesungen haben, jetzt die Zechburm Merzis Grung. Zechen, Trachtenvereine, ist das was Gleiches oder kommt das aus der gleichen Wurzel oder wie ist das? Ich darf Ihnen sagen, dass drin im Bayerischen, bevor es Trachtenvereine und Wirtlichkeitsvereine gegeben hat, die Zechen gegeben hat. Nicht so stark wie bei Ihnen, aber auch die Burschenschaften, die wo fortgegangen sind und miteinander lustig bin. Die hat es auch gegeben, gibt es längst nicht mehr und das Ganze ist über Gemütlichkeitsvereine um 1850 im Miersbacher Raum haben da verzeichnet, die Vorläufer dann von den Trachtenvereinen geworden haben. Das ist vielleicht ganz interessant einmal. Und jetzt wird fragen, warum hat es dann so Trachtenvereine gebraucht? Ganz einfach deswegen. Es ist eine Zeit gewesen drinnen, da hat man zuerst einmal am Hof, auch am österreichischen Hof, auch bei den Habsburger, hat man vergessen, dass das Volk die Kurzlederne, die grünen Joten, die was braucht haben zum Arbeiten, oder die graue Joten, was so gehabt haben, und die grünen Hut, ein Gebirge, wie es 1850 noch beschrieben ist, die ist einfach verschwunden. Man hat Stoffhosen gehabt, auch beim Hof, Steirerhosen mit den grünen Streifen, der Steireranzug, diese Mode gekommen. Du hast Land auf, Land ab, keine kurze Lederne mehr gesehen. Und da ist einer draufgekommen, der Lehrer Vogel im Bayerisch Zell, der gesagt hat, wisst's Männer, wisst's was, gründet man einen Verein. Haben sie wieder die kurzen Lederhosen machen lassen und dann ist der erste Verein, der hat geheißen Verein zur Erhaltung der Gebirgstracht im Leitzachtal entstanden. 5 oder 6 Leute haben es gewinnt, aber kreuzlustig, haben sie Lederhosen machen lassen, haben die alte Tracht wieder angezogen und das hat wieder Funken gewirkt. Das ist einfach nachher weitergegangen. An alle Gebiete ist aufgegangen, haben gesagt, Herrschaft, ist das schön, schaut das schneidig aus, das mengen wir auch wieder. Und so ist Gott sei Dank dahingegangen. Und wenn wir die Trachtenvereine jetzt nicht hätten, dann schaut es die haben schon grob aus mit dem Gewand, das so schön ist und das langsam verschwunden ist. Lasst mich auch noch zum Blattler was sagen. Wo kommt der her und warum? Der Blattler. 1050 ungefähr ist es gewesen, hat der Tegernseer Mönch schon geschrieben über diese Art, wo ein Bub auf die Schenkel schlagt und das Dirndl dreht. Genau wissen sie nicht, ob das schon ein Blattler war, aber dann erst 700 Jahre nichts mehr. Und erst um 1859, da wird beschrieben, was ihr jetzt zuerst gerade gesehen habt. 1858 hat unser König eine Fußreise gemacht von Lindau bis an das Berchtesgadenische und da haben sie einmal 4 Blattl in der Schlierseer Gegend und da beschreiben sie es zum ersten Mal, das, was wir als Blattler bezeichnen. Und der hat genau denselben Grund, deswegen ein Landler, dieser wunderschöne Innviertler Landler. Jeder hat einen besonderen Blattler gehabt, der Reiter Winkler, der Wessner, der Brenner, alles Mögliche haben sie gehabt, hat bloß den einen Sinn gehabt, wie er bei ihnen geht, dass der vom Nachbardorf nicht mittun kann und bei den eigenen Dirndl nie mehr werden kann. Ist ja klar, war der bei ihnen Zettel auch, also wenn einer von auswärts gekommen ist und der hat den Zettel nicht gekriegt, der hat bei Dirndl nichts mehr ausgerichtet. Und genauso ist es bei den Blattler geworden und erst später haben dann zuerst haben sie so zum Tanzen gegangen und der Bub ist aufgesprungen und hat ein paar Schläge genommen und hat ausgeblattelt, das miteinander blattelt. Ist später gekommen, aber auch recht bald nachher. Und da hat jeder Ort dann sein Erdreich gesetzt, dass halt ein paar Burschen möglichst gleichmäßig und gut platteln. So ist das miteinander platteln gekommen. Aber allweil noch hast du den Blattler von Nachbarorten nicht kennen. Das ist erst da gekommen, wie sie sich in Gaue zusammengeschlossen haben. Dann haben sie es miteinander lernen müssen, weil sie ja die Vereine getroffen haben bei den Fixter. Das einmal so ein kleiner Abriss, dass ihr wisst, was da getan wird. Und das schön ist klar. Und dass der Blattler ein Werbetanz
ist, wie es keinen zweiten mehr gibt, das sehe ich nachher, wenn unsere Buben da stehen und platteln, ob jetzt das Innviertler oder Berliner Arena haben, ob jetzt das Hamburger Arena haben oder Berchtesgadener Arena, da geht ja das Meier so an. Oh, keine Frage. Die Kraft, die steckt da. Genau das ist der Werbetanz und beim Dirndl hat der, durch das der besonders athletisch plattelt hat, nachher eher aufgehen. Das ist, und das werden wir dann wieder sehen. Die Kramerer Zeche jetzt mit einem Volkstanz, den ich recht gern mag, Innviertler, Eckerisch, heißt dann ein Harfensolo von Demermoritz, das haben wir nicht gewünscht, weil er gut Harfen spielen kann. Und das wird einmal hören. Beim bayerischen Harfenspiel ist eher feiner Zugang. Haben meistens Dirndl gespielt, während auf der Tiroler Seite nur die Buben gespielt haben. Er ist einer von den wenigen Bubenburschen, die Trendharfen spielen, also auf unserer Seite, auf der bayerischen Seite. Und horcht einmal, wie er spielt. Er hat alle zwei Landschaften in sich drin. Und dann freuen wir uns auf den Hochkarwalzer noch von der Geigenmusik.
und Melodien und spannt, da der Mensch so singt und sich so darstellt, wie seine Landschaft um ihn herum ist. Das Innviertler ist jetzt einmal eher so wie die Landschaft halt ist, auch für Novi und das bedächtig und brot, das Kerngauerische eher frisch und aufgewachsen, siehst du am Jodler, wie sich der verändert, von Landschaft zu Landschaft. Das ist der bayerischen Wald reingibst und die Arien hörst, wird Waldkuppen in die Flachen. Und nachher nennen sie die Juchitzer und Jodler, wie die Berg bei uns drin. Und beim Platteln auch ganz interessant, warum Platteln es jetzt auch gerade, da wo wir daheim haben, und da haben wir stolz drauf, so schneidig. Das hat auch einen Grund, weil da oben, da dürfen die Dirndl auf Nachsatz drehen, da stehen die Buben nicht beim Platteln gerade vorne am Fußball und haben die gestreckte Haltung. Ganz einfach deswegen. Woanders haben auch die nachgeborenen Bauern, wo alle am Tisch von den Bauern sitzen dürfen. Die haben also die Dirndl gesehen, aha, das war dann aus dem Bauernhof raus, da war der Gerstl da in Schauerweih raus. Bei uns war das nicht der Fall. Oder weil bloß der Hof-RW sitzen dürfen an den Tisch und der hat natürlich einen Vorzug gehabt. Jetzt haben natürlich die anderen da gesagt, so, wenn wir das schon gut machen müssen, dann tun wir es da, wo wir es tun können, auf dem Tanzboden. Und da haben sie eine Art geboren zum Platteln, die Kemgauer Art ist, und da 60 drinnen, haben sie ja diese gestreckte Haltung und alles auf dem Fußball, eine athletische Art. Und später haben natürlich noch mal dazugekommen, wie der Vater von der Hecher Traudl, die kennt alle, die Skifahrerin, der ist selber ein guter Sportler gewesen und die haben auch besonders athletisch Platteln. Und ich weiß mal, die haben sie vor dem Preisplatteln als Postbote auf Minger versetzen lassen und haben einen 8. Stock aufgerannt und haben nicht mit dem Aufzug gefahren, dass sie eine Kondition kriegen, dass dieser so da steht. Das ist auch ganz interessant, was da alles dahinter ist, bis man zum Beispiel mal beim Preisplattel oder vor beim Gau-Preisplattel vor reinkommt. Da geht es um Zehntel, um Hundertstel Gott sei Dank noch nicht, aber da haben sie ganz eng beieinander und es geht in erster Linie einfach darum, dass man das Ganze beim guten Ausschau noch sauber hinstellt in einem Kreis von 90 cm, wo du möglichst in der Mitte drin auftreten musst. Und dann soll der Schlag noch was tun. Das ist der Plattler. Und der ist ganz anders als wie der Landler oder der Steirer. Es ist eine Wurzel und ein Dreizweig. Das ist der Plattler, der Landler und der Steirer. Aus einer Wurzel. Und jetzt sage ich Ihnen ein bisschen was über den ersten Verein 1883. Da heißt es, Zweck des Vereins, wo der Vogel gegründet hat, der schreibt, Hebung und Förderung der Vaterlandsliebe, der altgewohnten und, jetzt passt auf, ererbten Liebe und Anhänglichkeit an sein angestammtes, ruhmreiches Königshaus. Also das haben wir geerbt, das ist uns nicht zugeflogen. Die Liebe zum Heimatkreis, Wiederauffrischung der im Verschwinden begriffenen, kleidsamen Volkstracht, Neubelebung des alten Volksgesangs im Gebirge sowie gesellige, untadelige Unterhaltung. Also das wieder auch wie bei den Zechen, untadelige Unterhaltung, sauber, lustig, kreuz wieder frisch, aber alles in einer Form. Dann heißt es, jedes Mitglied, welches die Aufnahme erlangen will oder erlangt ist, verpflichtet, die alte kleidsame Tracht der Gebirgsbewohner, kurze Lederhosen, sogenannte Knierhösel, also Läufei, Joppe mit grünem Hut stets nach Möglichkeit immer zu tragen. Und am Geburtstag vom König haben sie zusammenkommen müssen und haben eine Feier machen müssen. Das steht auch da herin. Und jetzt kommt was, da möchte ich heute manchen Trachtenverein tragen. Messen 3 bis 4 wöchentliches Nichttragen der im Paragraph 2 angegebenen Bekleidung, sprich Tracht, zieht den Ausschluss aus dem Verein nach sich. Lieber Hartheitsbild, das wirst du in Bremen wieder ein. Also, das ist 1883 in dieser Verordnung, oder besser gesagt, in den Statuten drin standen, die der Lehrer Vogel seine Leute gegeben hat. Und wie gesagt, es hat nicht lange gedauert. Dann hat der Funken gezündet und dann ist Land auf, Land ab losgegangen. Und jetzt kommt noch was. Es müsst sich vorstellen, damals die kurze Hosen. Die Pfarrer ein Dorn im Auge. Scheinbar ist das manchmal der Knie auch noch was erotisch, haben jedenfalls die Pfarrer gemeint. Und haben es nicht in die Kirche reingelassen. Das heißt, wir haben,
Oder unsere Vereine haben Fahnen nicht im Bayerischen weichen lassen dürfen. Da waren es toleranter im rot-weiß-roten Landl. Wir haben auf Salzburg gefahren damals und haben für die Trachtenvereine, für Feier jedenfalls, dort die Fahnen weichen lassen. Weil die unseren so hart gewesen haben, dass sie gemeint haben, ein Mannsbäder kann sogar in der Kirche noch die Dirndl durcheinander bringen. Glaube ich nicht. Gerade, dass ihr es wisst. Also, was ja alles sein fällt, gell? Aber bloß, dass man mal weiß, wie sowas angegangen ist. Und wenn ich dabei bin, wie sowas angegangen ist, dann möchte ich auch noch ganz kurz sagen, wie es bei mir angegangen ist. Mit dem, da ich mich frei jetzt mal frei, wenn es Viertelisch wird. Einfach deswegen. Ich war in Traunstein, beim Traunsteiner Lindl, und da haben vor langen Jahren, das ich jetzt schon fast sagen, haben da Tag, wenn die jetzt einmal die Botschafter von ihnen im Viertel nennen möchte. Jetzt meine ich einmal nicht Draschhofer. Jetzt meine ich ausnahmsweise einmal an das Handbotschafter, die Hartwagner Familie, Herwanger sagt sie es, von Eckerding und da und sitzen sie. Und sie haben diesen Imviertler Landler gesungen. Und bei ihr habe ich gespannt, da steckt mehr dahinter, als wir gerade der Jodler und das alles gewesen. Und dann bin ich nachgegangen, dann haben sie mir die Landschaft gezeigt, die Imviertler Kosten und das, was das Imviertel ausmacht. Und dann habe ich gesagt, das Land, das gehört mir. Und so habe ich es noch durchwandert. Es gehört zwar noch nicht mir, weil noch etliche Ecken wo ich noch hin muss, aber ich freue mich jetzt mal, wenn ich umkommen darf und sage jetzt einmal, Christel und Sepp und ihre Kinder, und jetzt sind ja Männer schon dabei, und die Enkel haben schon da einmal vergeht's Gott, was da auf sie drum habt. Und deswegen haben wir da heute, weil es schön ist und die Schönheit habt ihr im Gesang und mit der bescheidenen Art, was ihr es gemacht habt, seid ihr drum. Dafür haben wir herzlich vergeht's Gott, wir haben unendlich weiter erlebt und das tun wir jetzt auch wieder weiter. Und zwar mit einem Jodler von die Kramerer Sänger und das Lied Leidl wir's lustig sein. Und dann mit dem Brenner Marsch, der Brenner Trachtenverein. Wenn ich sage Brenn, wisst ihr alle aus dem Geschichtsunterricht, der Bismarck, der eiserne Kanzler, ist damals von Berlin auf Salzburg gefahren und diese Schnellzugstation hat einen Halt, der heißt Riem. Und da hat das Fenster oben da, das hat der Rat gewusst, das ist wirklich wahr, schreibt der Ludwig Thomas. Dann hat er gefragt, ist hier Brinn? Dann ist der Bürgermeister so erschrocken, der hat gesagt, nein, Brenn.
der mal als Trachtenbruder natürlich angefangen hat. Also, dass er sich nicht ausschließt und sagt, jetzt kannst du es einmal schön tun, nein, da auch eine Gemeinschaft da ist und er ist halt mit Konzept und das freut mich ganz narrisch, dass du deine jungen Leute begleitet hast, weil das ist auch wichtig beim Verein, dass der Vorstand natürlich auch mit dabei ist. Das mittragt ja selbst dort, da man noch sieht, dass er halt auch einmal, und das war er, einer von den allerbesten Plattler im ganzen Gau gewesen ist, nicht gerade im Bremen. Messerer war halt voll drum und da hat halt der andere nicht hingekriegt. Und dann, bis er Platz gemacht hat, und gesagt, jetzt können Sie es noch hinkommen. Also das gehört auch dazu. Und sagen wir, Dirndl geht's gut, weil das, was die gemacht haben mit den Dreien, und habt ihr zugeschaut beim Einfangen, das ist eine Besonderheit beim Chiemgauer Verband. Dass die beim Drehen, bei der Hand unten anfangen und dann drehen sie es ein, also die nehmen es nicht einfach so plump, sondern die drehen um 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, dann hat es, und bei 3 ist es ja drin, das hat er sauber gemacht und das, was die da dreht, hat jetzt bei den wenigen Platz, müsst ihr sich vorstellen, der Platz ist normal viel größer, da müssen, weil die Astronauten dann so Simulationscontainer brauchen, dass das aushalten, was die da gemacht haben, so genau. Also sagen wir einmal ganz gut rein, das ist schwer. Es gibt, also einmal im Jahr gibt es ja unter die Dirndl vom Verein und vom Gau hauptsächlich gibt es dieses Gau-Dirndl-Tragen. Und da haben genauso strenge Kriterien wie beim Plattel. Da werden die Dirndl noch bewertet, wie der rot fliegt und wie viel das braucht. Also man Kreis um, ob das eng war oder weit, sind wir nicht gleichmäßig und um den Kreis umgekommen, wo der Bauer in der Mitte, der Plattel, anderweitig Plattel, der Bauer wieder ein Dirndl nach, aber nicht im Chiemgau, bei uns ist es anders, der Plattel jetzt Dirndl, der Bauer steht und das Dirndl dreht um ihn herum, ist auch ganz schön. Das wollte ich nur sagen, dass es auch da verschiedene Sachen gibt und wenn Ihnen das gefallen hat, die Tracht ist die Dirndltracht, die nach der Pause erkläre ich ein bisschen Frauentracht. Das, was so schön dran haben wollen, das sind Firmentaler, Tauftaler, alles Geld, alles Mögliche ist dran. Da, wo es halt schön war, nur damit der Bauer sagt, da war ich und wenn es noch gescheit rein kann. Bloß beim Heimgehen hat es einen Teufel. Weiß ich noch, die Meise auch Trachtendirndl gewinnt. Die schäbert die Herdmutter schon 14 Jahre. Du, mein Lieber, Sie bringen mich heim. Aber wir haben da schon Technik entwickelt. Das ist ganz einfach, sage ich schon. Mit der rechten Dirndl und der linken Vollzug und passt. Wo sie festgehalten haben, ich habe heute den Namen schon mal genannt, er ist heute da und wenn du da schaust, man, er ist ein 50-Jähriger, dabei hat er aber schon gesagt, dass er schon 79 ist, Singer halt jung, der Raschhofer Hans Herzlich, grüß Gott, habe ich sakrisch gesagt. Sprecher lernfähig, ich habe gesagt, Raschhofer, was hat mit der Hartwagner selbst geschimpft, wenn ich gesagt habe, die Geschwister der Hartwagner kommen und gesagt, Havanger heißt man. Recht hat er, genau so ist das bayerische A, ist ja ein sehr Luder, gell. Das kannst du ja für das bayerische A ist wirklich ein Luder. Wenn du schon schaust, weißt du schon, das wird einmal zum A, wenn du sagst, A woher oder A geh, dann wird es zum O, brauchst du die Dirl-Birl-Blal O von der Staunel, weil ein Alpinist, der wo sagt, jetzt ist E-A-O, das A war E-O. Also, schon ein Luder ist das A. Oder wenn es Dirndl sagt, mein Haberer ist ein Haberer. Also, da war halt gerade der was Sprache kann, der aufs Haberfeld rein sich versteht. Oder wenn du den Ausdruck hörst,
dann hörst du einen Engel an Aloysius den Himmel singen mit seiner Harfe, gell? Ja. Also, unser A ist so viel schön und so vielschichtig, dass was ist, und das soll auch so bleiben. Das ist ja das Gute, dass du genau kennst, wo kommt jemand her? Das A, das müssen wir uns da halten. Und dafür kämpfen wir auch, das muss ich einmal sagen, weil unsere Südschweden, die dann uns aber was aufdrücken da drin. Ja, Norddeutsche darf ich nicht mehr sagen. Wirklich, der mit den schwarzen Bandel, mit den Obi-Bandel. Und da kommt ja der Ausdruck her, wenn eine heiratet, sie kommt auf der Tauben. Weil erst dann kriegt ein Viertel, das seht ihr, die haben normal einen Schreiner, was auch wenn es ist. Aber wenn sie dann heiraten, dann kriegen sie diesen schwarzen Hut auf, dann kommen sie unter der Tauben, in dem Fall unter die schwarze Haut. Weil dann sind sie auf Mannsbilder nicht mehr so wirken. Und das tun sie dann auch nicht mehr. Aber sie wissen natürlich, Weiberleute, wie es wirken müssen. Eine Grobketten mit 14 Reihen, weil aber die zwingt der Nase nicht ins Kirche. Aber sie wissen, sie haben es selber schon gewusst. Das ist die Feinheit der Tracht, was du gesehen hast, mit 14 Reihen, das ist die Großbayerin, mit 6, 7, die Kleinen. Es hätte keine irgendwo aufgemacht und hätte gesagt, gut, ich kaufe mir jetzt eine große und gehe für das ein. Alles hat seinen Platz gehabt und alles zu seiner Zeit. Das war was Edels und das ist nach wie vor noch was Edels. Heute haben wir eine fürchterliche Kleinmalerei und das ist eigentlich der Job. Und gegen die sollte man, darf man uns wehren und die habt es ganz genau so. Und da will ich mal sagen, das was jetzt die Zechen wieder angefangen haben, und ich sage jedem geht's gut, der dieses Zechenwesen führt, das ist inviertlerisch von der Wurz her. Und das Mingleid, und das schaut es gerne an, stützt es, was das Kind. Im Stolz in allem, sie haben ja stolz und sie machen es darum aussehen. Tauschen wir das wieder aus, machen wir jetzt, wo Europa zusammenwächst, die Region, die schon mal zusammengekehrt hat, machen wir die wieder zu einer flirrenden Region, wo wir das Leben, was wirklich unsere Altvordern getragen haben und gemacht haben, aus dem außer, was sie weiß, dass sie als lebenstüchtig, wie er mir gesagt hat, erwiesen hat. Aus dem außer, dass sie es braucht haben, das Ganze. Und das schön ist, das wissen Sie bis auf nach Berlin. Ich bin am Mittwoch in Berlin, darf die bayerische Tracht und muss ich vorstellen. Und allweil, wenn ich zu einem Fernsehsender oder sonst wo hingehe, wir haben die Tracht dabei. Cool, schön, toll, und dann gibt es noch so einen Ausdruck, den sage ich gar nicht. Alles, ja, mit Gegen rum, das wissen Sie. Aber ich sage nicht. Also, ich spann, es gefällt Ihnen. Es gefällt Ihnen gescheit. Und eins sagen Sie im Hinterkopf alle, schade, dass wir es nicht mehr haben. Und wenn es wir mal nicht mehr haben, mein lieber als Brandabzug. Und ich darf alle bitten, halten wir zu dem, was der Brauch ist und was der Brauch war. Erneuert man auch das, was erneuert werden muss, aber lassen wir es Bestand haben. Denn was tun wir, wenn wir alle gleich waren? Ihnen gefällt das Blastel nicht so gut, weil Sie es auch kennen. Und uns gefällt irgendeine Art vielleicht auch nicht so gut, weil wir es daheim auch haben. Und das, was du nicht hast, fällt da über ein Wissen. Okay, sonst bleiben wir leider bei den Mannsbeiderreisen. Gut. Ich wüsste immer, singen uns ein schönes Lied, das passt da gleich dazu. Rosmarin und grüne Bladel, tragt mein Schatzel auf den Hut. Dann die Geigenmusik mit dem Gebirgspostphrase. Und dann freuen wir uns auf den Steirer, den Werbetanz beim Blatteln. Und dann die Grammerer singen, der Teufel und der Tod. Die haben halt oft im Streit, weil der Teufel ein Schwänzel hat und der Tod nicht. Rosmarin und grüne Bladel tragt mein Schatzei auf dem Hut. Schatzei, schlafst du oder wachst du? Oder bist man immer gut? Schatzei, schlafst du oder wachst du? Oder bist man immer gut? Nein, ich schlaf nicht, nein, ich wach nicht, bin da nimmer gut. Geh du weg von meinem
mir jetzt nicht vorgesehen, gewinnt ein Miriam, aber da will ich mirieren. Einfach deswegen habt ihr gesehen, was für eine Kraft da drin steckt, in den Tanz, was da alles drin war, habt ihr gesehen? Das Fenster ist symbolisiert worden, das Plattel, die Kraft, wo der Burendirndl sagt, schau her, ich war der, wenn es drauf ankommt und wenn du mich nimmst, ich war ein Bauer, du warst meine Bäuerin, ich war einer, ich kann dich ja beschützen, wenn es drauf ankommt, auch das, sagt der Bub und das Dirndl, habt ihr es gesehen, mein Lieber. Bei alledem, dass du die ganzen Figuren zusammenbringst, was da für ein fröhlicher Gesichtsausdruck, ein schöner drin war, wird die geflaxt haben, gell, und gesagt haben, so, und wird sich noch zum Schluss aufgestimmt haben und wie das Bussel dabei war, jetzt wisst ihr, warum er verheiratet vorstand, die bei dem mit da dürfen, klar, auch das gehört dazu, gell, wir dürfen gerade dazuschauen, ist klar, nicht? Früher hat er das auch dürfen, und da war einer, der was die anderen sagen hat können, nicht? Also, der Steirer, ein Tanz, der wo zeigt, dass sowohl der Einheimische als auch der Gast mit einem sicheren Tanz wirklich der Klang werden kann. Weil wer hat eine solche Kraft drin und eine solche Schönheit, da die einmal sagen in einem Tanz, die haben da oft bloß wir und wir, der meine ist und wir. Ich meine das wir, weil über die Grenzen aussieht, der bayerische Volksstamm, der ja da seine Wurzeln damit über lange Jahrhunderte gehabt hat und hat, also der Steirer, als Ausdruck von der Lebensfreude, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn da unsere Touristinnen gekommen sind oder Sommerfrischlerinnen, wie wir gesagt haben, mein lieber Gell. Also wenn die Buben nicht schnell davon waren, ausweisen können. Aber unsere Buben haben schnell, die haben aber gut davon gekommen und die einheimischen Dirndl haben ja auch alle lieb. Die sitzen auf dem Schritt, Julio. Sie passen her auf mich, aber ich geh her mit ihm. Sie passen her auf mich, aber ich geh her mit ihm. Wampen wir los, Julio. Haxen wir was, Julio. Und Stinger oder vorn und hinter nicht, da ging er mit. Und Stinger oder vorn und hinter nicht, da ging er mit. Der Buchsenbauer zerrt, Julio. Kasteifel von der Schalt, Julio. Mit ein Schlaggeist und der Sog, ja, da fängt der rosa Mo. Mit ein Schlaggeist und der Sog, ja, da fängt der rosa Mo. Wir haben dann Teufel gefangen, Julio, zum Heirat zu mich gespannt, Julio. Am Schwanzel haben wir brennt, ja, aber Bruder, da ist er grennt. Am Schwanzel haben wir brennt, ja, aber Bruder, da ist er grennt. Am Donnerstag auf die Nacht, Julio, haben wir einen Teufel geschlagen, Julio. Wer ein Teifelfleisch mag, der kann kein Marito. Wer ein Teifelfleisch mag, der kann kein Marito. Der Teufel und der Julio, die haben dort oft geflickt, Julio. Weil der Teufel ihr Schwanzel hat und der Död nicht. Weil der Teufel ihr Schwanzel hat und der Död nicht. Ein bisschen was über die Brenner verraten, über eine Gastzeit, und zwar in Bren ist ein Film gedreht worden, den die Eltern von euch mit Sicherheit noch kennen. Der Heinz Rühmann war der Hauptdarsteller und geheißen hat der Film Quacks, der Bruchpilot. Der ist auf dem Brenner Flugplatz gedreht worden, dass das auch wisst. Und der Ludwig Thoma hat uns sogar verraten, der wo die Lausbubengeschichten geschrieben hat, und nicht nur die, dass die Brenner einen ganz besonderen Spitznamen haben. Tuttenpfeiler heißen sie. Und ich erzähle euch auch warum. Also, sie haben einen Fahrer gehabt, einen Landfahrer, und der hat sich ausgegeben mit seinen Leuten, und da haben sie aus der Stadt einen Kaplan gekriegt, einen rechten Vergeistigten. Und da hätten sie also einen Kriegerdenkmal am Friedensengel aufstellen sollen, den hat ein Künstler gemacht.
Und der ist ein wenig gut benannt gewesen, von und auch schön zugearbeitet, also vor allem die obere Partie, da die sagen, bis zu den Spitzelführer hat er sauber gemacht, der Künstler. Und das ist dem Kaplan 2 gegangen. Am Sonntag haben sie es eingeweicht, die Statuen, dann ist er am Samstag auf Nacht noch aufgelegt, hat er Pfeil genommen und hat angefangen. Und er hat ziemlich was runtergebracht von der Brust, gell? Und das müssen uns der Geist haben und seitdem heißen die Brenner die Totenpfeiler. Schreibt der Ludwig Kummer. Also literarisch einwandfrei. Hast du nichts gesagt, gell? Weil ich gerade zum Bürgermeister umgeschaut, der hat es da gerade aufgelacht. Eins weiß ich auch, dass es im Innviertel unbändig schlagfertige Bürgermeister gibt. Er oder sein Kollege war es, das war ich nicht so genau, wie ich weiß, dass es einer von ihr war. Und die haben also in ein Land vorgestellt von der Europäischen Gemeinschaft, das ist noch gar nicht so lange her. Die ist einer gekommen und dann wollte das Land besichtigen, hat der Bürgermeister gesagt, das einen wissen Sie schon, hat er gesagt. Gell? Wir haben die gesündeste Landschaft, die gesündeste Luft von ganz Europa. Bei uns hat er gesagt, die ist 25 Jahre schon keiner mehr gestorben. Da hat einer von der Europäischen Gemeinschaft gesagt, Volk. Wie wir da hinten gefahren haben, am Redlein-Friedhof vorbei, da war gerade eine Beerdigung, hat der Bürgermeister gesagt, weiß ich schon, das ist der Totengraber, der ist jetzt der Hunger. Musikalisch weiter mit der Innviertler Weiß und dann die Geschwister Demer mit der von nächsten Polka Reiserstücke. Und dann freuen wir uns auf die Sternpolka, nochmal von den aktiven Buben und Dirndl von Brenner Drachenfrei.
von der Muibach oder Maibach oder Miebach Musi. Das ist ganz verschieden. Da wo ich her bin, also die Berge bei, da sagt man zur Mui, zur Mühle, Mai. Also für mich heißt Maibach Musi. Wenn man in Richtung Minga, in Richtung Landeshauptstadt geht, da sagen sie Mui, da sagen sie auch Kui, da sagen sie Bei. Also die Daten sagen Muibach Musi. Aber wenn man in Richtung Salzach kommt, in Richtung Salzburg kommen, dann sagen sie Mi, so der Mui. Die spielen da mit so viel Gefühl, dass was ist. Also der Dialekt ist so bereicht, Muibach Musi, der Messerer sieht wie mit der Zirchdehn, kannst du noch anders hören, im österreichischen Rundfunk und im bayerischen, die werden, wo der Einzelmusik in seinem Herz, wo ist der Zirchspieler, das sieht viel. Und in der Mitte, der Gitarrespieler, das ist der Löhmann Klaus, und der ist vom Beruf Oberstleutnant bei der Bundeswehr. Ich habe gesagt, wenn das mit jetzt die Bundeswehr eingegangen, dann überlege ich, wie ich als Gitarrespieler recht habe. Und dann markieren wir da drei Leute mit der Gitarre, das war da so. Und dann der Sepp, der Sepp mit dem Bassseite daneben, das sind die drei, und der Muibach oder Maibach muss ich die Leute begleiten. Und selben, alles sind gute Leute, ganz gute. Und der Sepp hinter meiner mit dem Bass noch ein ganz guter, ein Krimi-guter Ansager. Also alles beieinander. Der ist ein guter Barnabas in Bremen, der hat der Gemeinde einmal das Lefitten lesen, Bürgermeister und so weiter. Den ist er gescheit. Ja. Was bei den Starkbierfesten im Fürchten, was der Fürsten, die behandelt wie ein Rosa, der ist Gemeindearbeiter. Was glaubst du, was der für schöne Arbeiten kriegt, wenn er seinen Fasching wieder blecken darf? Also der hat sich in den Regenposten schon gesucht. Alter, ich muss die drei einfach einmal vorstellen, weil sie da gerade hingesetzt sind, bleibt der Begleitung, die haben ja exzellente Musiker. Und auch die Geschwister sind immer aktive Trachtler, Moritz, Eli und Elisabeth, aktive Trachtenturm und Trachtenviertel, die nicht gerade drehen und platteln, sondern auch Musik machen und auch so im geselligen Bereich wirklich mit dabei haben, unterstützt von den Eltern, die aber auch mit dabei haben. Auch das ist ja ganz wichtig, dass die Linie klappt, von den Großeltern über die Eltern zu den Kindern und weiter. Und wenn ich gerade da dabei bin, dann lasse ich mir es nicht immer da rechts oben schauen. Mami, gell, schau ich an, jetzt wo die Hartwagen, ja, Omi, gell, Omi, da ich sagen. Also bitte komm mal ruhig Mami sagen, du weißt, wer Mami und bist der Omi, gell. Du hast ein Fischerquartett, sag ich gerade, wo weit umgegangen hat ins Bayerische, ja, ja schon, ja. Die, wo mit Sicherheit, oder da bin ich mir sicher, die Urenkel anleiten schon zum Singen, die sich dann auf dem Schoß sitzen und sagen, Omi, wie hat das da? Und das ist wichtig, dass sie sehen und hören, wie das da hat. Und das ist ganz narrisch wichtig, dass wir das weitergeben, an die Leute weitergeben, die sie weitermachen sollten. Und dass das nicht immer einfach ist, das möchte ich kurz vor Schluss jetzt, bevor der Höhepunkt natürlich kommt, erst einmal der Gesang von der Grammerer Zech, von den Sängern übereinander bin ich gegangen und dann dieser Inviertlerlandlauf, den mich so sakrisch frei und wo die den ganzen Tag in Bremen treten, genau denselben Applaussturm ausgelöst haben, weil die Bremer, als wir jetzt uns in den Trachtler Wein, als ich gesagt haben, Herrgott, ist das was steht, was erst weiß, ist da was drin. Möchte ich nur sagen, wie sie sich zum Teil abgekraft haben bei den Trachtenvereinen, dass auch das bleibt, dass auch das stimmt, und haben Satzungen gehabt von 1947. Möchte ich euch kurz noch was erzählen, dass ihr wisst, dass das gar nicht so einfach war, dass man das alles so hält. Da heißt es jetzt zum Beispiel, Bubiköpfe, lackierte Fingernägel und angestrichene Lippen sowie ausrasierte Augenbrauen sind bei Weiberleuten ohne Tracht für uns gleichgültig. Also Toleranz. Mit der Tracht sind sie Maskerade und daher unmöglich in einem Trachtenverein. Also Toleranz. Wer zu seiner Zeit macht, so jetzt haben wir aber jetzt als Trachtendirndl bitteschön, und das ist nicht unwichtig. Wer in der Heimattracht Schirber und so weiter tanzt, hat damit automatisch den Austritt aus dem Trachtenverein erklärt und wird, wenn er oder sie nicht von selber geht, ausgeschlossen. 47, muss man wissen. Tanzmusik, Almtanz, Preisplatteln und sonstige Veranstaltungen sind während des Advent, der Fastenzeit,
sowie hohen kirchlichen Feiertagen untersagt und streng verboten. Also auch da hat man geschaut, dass die die Bußzeit eingehalten wird. Die Tanzzeiten haben eingehalten worden und welche Freude war es, wenn es am Steffistag wieder umgegangen ist, wenn die Geigen wieder raus hat dürfen oder am Ostermontag oder dann am Kirchentag bis Karneval. Das ist eine Jahreseinteilung auch gewesen. Sollten wir uns das eine oder andere wieder anschauen. Und dann ist noch ganz was Schönes drin gestanden, was für jeden Trachtler wichtig ist. Jeder echte Trachtler findet es verächtlich, für seinen Tanz milde Gaben zu erbetteln. Freiwillige Bierspenden dagegen sind einwandfrei. Also, das haben sie. Das haben sie 1947 in Statuten nämlich schon mal heute, ist nicht einfach, wenn man sagt, was sagen wir verbindlich, was passt und was passt nicht. Es ist ein ewiges Leben, ein ewiges Werden, ein ewiges sich bestreiten und miteinander tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit auch das weiter lebt und weitere Chance hat, das Ganze. Und einer hat das auf einen Satz gebracht und mit dem möchte ich schließen heute. Der Kimberly, der hat gesagt, ganz einfach, dem Guten an der neuen Zeit wollen wir uns nicht verschließen. Bloß Herz darf nicht kosten. Das ist ein Satz, den müssen wir uns alles zusammen innen einschreiben. Und nach dem Satz handeln, dann kommt nichts fein. Lasst es mich jetzt gut sagen, jetzt bei alle, die uns den schönen auch noch geschenkt haben, vor allem beim Großprinten Robert, der das Ganze eigentlich verantwortlich gemacht hat und seiner Zeche, die haben das miteinander gemacht und natürlich seine Frau auch, die Christine, und überhaupt die ganze Familie, die da zusammengeholfen hat und gesagt hat, das machen wir heute. Lasst es mich jetzt gerade sagen, bei den Sängern und Musikanten, die gesagt haben, ja, da fahren wir um, das gefällt uns, schauen wir es uns einmal an, die jetzt begeistert haben. Lasst es mich jetzt gerade sagen, auch bei den Wirtsleuten, bei den Bedienungen, die gerade eine, die durchgeschwitzt sind mit alles zusammen, erst schon wieder gehen. Sagen wir, aber jetzt gut, das gehört auch dazu, dass dringend Essen gemacht haben. Sagen wir ganz kurz, vor allem mir da herum, bei jedem da drunten, dass uns das Ohr und Herz Glück habt, dass uns die Zeit gegeben habt, enge Zeit, die ja heute nicht mehr einfach so zur Verfügung steht, sondern die, was uns Glück habt, so gesagt habt, da gehen wir hin. Das schauen wir uns an. Ich hoffe, wir haben ihn erreicht, das habt ihr erreicht gehabt, das tragt es weiter. Das ist heute nicht mehr so selbstverständlich. Und dann natürlich, da ich bitten, liebe Impfviertler, dort enger heimisch Brauchtum, vielleicht ein bisschen mehr auszutragen. Es ist so viel schön. Jetzt werden wir gleich sehen, jetzt beim Landler, was das Begeisternd ist. Mir hat er gefangen, ich frage, mir hat er gefangen. Das ist so viel Kultur, was da drin steht. Die ganze Landschaft spiegelt sich wieder, der Menschenschlag spiegelt sich wieder. Alles, was das Impfviertel so schön und so wertvoll macht und was die Menschen so fremd macht, für mich und nicht für mich. Tragt es ein bisschen aus, tragt es auch oben bis auf Werden, auch wenn es die wahrscheinlich nie ganz begreifen werden. Aber damit will ich nichts gegen Werner gesagt haben, da haben die Berliner genauso schlimm. Alles, was Hauptstadt ist, meint, es muss runterschauen auf uns und dabei, wenn es krumm genug, das aufverschauern. Das möchte ich jetzt voller Stolz einmal sagen. Und der Stolz, der gehört dazu und der zeigt sich jetzt in dem Tanz, auf den ich mich sagt, Christ frei und der den Abschluss und gleichzeitig einen Höhepunkt von dem auch noch bildet, der Impfviertler Landlager. Vorher noch über den Anger bin ich gegangen und hoffentlich haben wir noch lange einen Anger und haben nicht alle Anger verbaut, dass die Birnen noch blieben können an die Hefe herbei, so wie das doch gewinnt bin. Da hält es, da hält man es, irgendwie kommt die Zeit wieder zurück. Ich hoffe, dass die Jugend das erwarten kann, dass die gleich befreit finden, als wir es die Alten gehabt haben. Wie gesagt, die guten Neuen brauchen wir uns nicht verlassen. Aber das Herz, das darf es nicht kosten. Geht's gut, dass ihr uns zugehört und zugehört habt und bleibt so da. Bei Morgenstunden und die, wo heimgehen, und ich wünsche eine gute Nacht.